Heute ist der 28.11.2020. Heute ist der 28.11.2021. Ich bin 15. Ich bin 16. Ich bin 17. Ich mache Karate und ich gehe ins Schwimmen und ich tue E-Gitarre und Gitarre spielen. Das eine in der Musikschule und das andere in der normalen Schule. Ich spiele Gitarre. Mittlerweile gehe ich nicht mehr in den Schwimmkurs. Ich gehe immer noch ins Karate. Ich gehe in der Freizeit einmal in der Woche joggen, beziehungsweise habe ich es halt in der Schulzeit so ein bisschen nicht angebracht, aber jetzt fange ich wieder an zum Joggen. Im Moment gerade nicht so viel, einfach weil die Zeit nicht so da ist. Ich mache immer noch Karate und ich spiele immer noch Gitarre. Ich wollte eigentlich privat auch schwimmen, aber es funktioniert in letzter Zeit einfach wirklich nicht so gut, weil ich halt einfach gar keine Zeit habe. Aber von all diesen Hobbys zusammen tue ich eigentlich am liebsten gerade Gitarre spielen. Ich weiß gar nicht, also Gitarre spielen, jetzt seit ich die neue Gitarre habe, würde ich sagen, ist das so einer der Top-Punkte. Am liebsten vermutlich immer noch Gitarre, einfach weil ich spiele einfach gerne Gitarre und es funktioniert halt in jeder Lebenssituation eigentlich gut. Keine Ahnung. Ingenieurswesen war schon immer etwas, was mich interessiert hat, aber ich weiss, dass ich nicht gut genug bin, rein von Physik, Mathe und so. Ich glaube, die Frage hat sich immer noch nicht so wirklich geklärt. Es hat sich so ein bisschen eingegrenzt, weil wir jetzt so die Studieninformationstage hatten vor ein paar Monaten. Ich bin natürlich immer noch mega fasziniert von Ingenieurwissenschaften und ich weiss jetzt auch so ein bisschen, was liegt bei mir drin und was eher nicht. Ich bin aber immer noch sehr, sehr unschlüssig und weiss noch nicht, was machen. Aber ich habe ja auch noch genug Zeit, von dem her, ja. Auf meinem Fotoprofil sind es gerade 268 Abonnenten und auf meinem YouTube-Insta-Account sind es gerade 137. Auf meinem Foto-Account habe ich im Moment 328 Abonnenten und auf meinem YouTube-Account bin ich bei 166 Abonnenten. Also auf meinem ersten Account habe ich 339 Abonnenten. Auf meinem zweiten Account habe ich 169 Abonnenten. Nicht mich wundern, ob es mehr oder weniger geworden ist, weil ich habe das Gefühl, eher weniger, weil ich das Jahr eigentlich gefühlt gar nicht gemacht habe auf diesen Accounts. Ich habe gerade 179 YouTube-Abonnenten. Ich glaube, das sind gerade 203 im Moment. Ich glaube, ich bin im Moment bei 217, aber ich habe auch nur so 3-4 Videos das Jahr rausgebracht. Von dem her macht es, glaube ich, auch ziemlich Sinn für einmal, dass es nicht wirklich gestiegen ist. Im Moment sind es gerade 33.198 Nachrichten, die ich verschickt habe auf WhatsApp. Die Zahl, die ich jetzt hier finde, ist 68.437. Da steht, dass ich 91.571 Nachrichten auf WhatsApp verschickt habe. Nein, habe ich nicht. Ja, habe ich. Seit fast 4 Monaten jetzt. Ja, ich habe immer noch eine Freundin und immer noch die gleiche wie vor einem Jahr. Es hat so doch ein paar Momente gegeben in letzter Zeit, wo mir gezeigt haben, was ich gerne habe an ihr und an ihrer Person. Und ich glaube, in letzter Zeit hat es wirklich auch viele Momente gegeben, wo so unsere Beziehung gestärkt haben in dem Sinn, wenn das Sinn macht. Darum, ja, ich würde sagen, ich bin ziemlich verliebt. Eigentlich im Moment gerade schon. Also wenn ich jetzt so ein bisschen generell schaue über die letzten paar Monate, würde ich schon sagen, dass ich eigentlich so glücklich bin wie noch nie eigentlich. Abgesehen davon, dass Schule gerade im Moment relativ fest stressig ist, würde ich sagen, ja. Ich glaube, man hört es ein bisschen und sieht es vielleicht auch, ich bin relativ stark verkältet und das macht mich jetzt nicht mega glücklich, weil es halt nicht so angenehm ist. Aber ich würde sagen, so generell gesagt bin ich also nicht mega glücklich, aber ich würde schon sagen, so glücklicher als auch schon jetzt die letzten paar Monate. So in den letzten paar Monaten immer, wenn ich so ein Höch hatte, so ein momentanes, dann war das sehr instabil gewesen. Also es hat sich durch die kleinsten Sachen schon verändert zu einem Tief oder ist halt in die Richtung gegangen. Aber generell gesehen bin ich eigentlich gerade ziemlich glücklich, ja. Ich habe mir vermutlich gesagt, dass ich nicht wegen jedem Zeugs mir Gedanken machen sollte. Vielleicht einfach so ein bisschen die Momente, die du erlebt hast mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden und all das, die mehr wertschätzen. Es ist schwer, so eine spezifische Sache zu sagen. Ich glaube einfach, ich habe dieses Jahr zum Teil ein bisschen Mühe gehabt, mich um mich selber zu kümmern. Ich habe manchmal, gar nicht so gross gehört, wenn so mein Kopf gesagt hat, dass es so genug ist und dass ich mal einfach für eine Zeit eine Pause machen muss oder halt so ein bisschen Zeit für mich selber brauche. Also wenn ich etwas sagen könnte, würde ich mir einfach sagen, dass ich auf mich selber hören sollte und mir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen für mich selber. Keine Ahnung, also es ist eigentlich das Gleiche, wie was ich mir vor einem Jahr gesagt hätte. Also nimm nicht alles zu ernst und tu dich nicht reinsteigern in Sachen, die du nicht mal weißt. Bezogen jetzt auch ein bisschen auf die Schule, würde ich vermutlich sagen, sich nicht zu viel Stress machen, auch sich ein bisschen Zeit nehmen für sich selber, sich aktiv bemühen, Sachen zu machen mit Freunden und mit halt Partnern und so und halt einfach schauen, dass man
sich auch bemüht um die Menschen. Ich werde dann auch, wenn alles gut läuft, im Militär sein und es sollte mir nicht zu nahe kommen. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr schnell die Sachen viel zu persönlich nehme und halt zu Kopf steigen lasse. Es wird eine anstrengende Zeit werden, aber ich habe das Gefühl, ich kann es viel angenehmer machen, wenn ich einfach schon mit dem richtigen Mindset reingehe. Halt einfach schauen, dass man auf sich selber lässt und halt versucht einfach das Beste zu sehen in diesen Momenten und nicht immer gerade alles negativ zu sehen. Mein Ziel für nächstes Jahr ist halt wirklich noch glücklicher zu werden oder halt einfach versuchen, noch zufriedener mit mir selber zu werden. Vielleicht auch so ein bisschen meine Life-Balance ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Einfach irgendwie mehr stolz sein auf sich selber und sich wie auch Zeit für alles zu nehmen. Mein Ziel für nächstes Jahr ist, dass ich so ein bisschen Klarheit gönne, wenn das Sinn macht. Es war noch sehr unruhig dieses Jahr und auch sehr verwirrend zum Teil. Und mein Ziel wäre jetzt halt einfach, dass ich so den Verwirrtheitsaspekt ein bisschen mindern kann. Ich weiss, dass er nicht ganz weggehen wird. Ich glaube, das wird nie wirklich der Fall sein. Aber das Ziel wäre halt einfach so die Verwirrung ein bisschen weniger zu machen. Ja, auch wenn ich nicht zufrieden bin mit all dem, was ich dieses Jahr gemacht habe, würde ich sagen, dass ich jetzt immerhin auf einem guten Weg bin, habe ich das Gefühl. Ja und nein. Also es ist vor allem jetzt Anfangsjahr und Endejahr, finde ich, ist soweit gut gewesen. Aber es hat dazwischen schon so Phasen gegeben, wo ich jetzt nicht mega stolz drauf bin, wo ich auch nicht gerne wieder erleben würde. Alles in allem bin ich schon zufrieden mit dem Jahr, aber es ist jetzt sicher nicht das beste Jahr, das ich hatte. Was ich nächstes Jahr mehr machen will, ist sicher halt eben mehr Zeit mit Freunden verbringen. Definitiv reisen. Halt einfach generell ein bisschen mehr Zeit haben für Menschen um mich herum. Das ist so ein bisschen etwas, was ich gerne mehr machen würde. Was ich sicher mehr machen will, ist eben wie gesagt auf mich selber hören. Das ist so etwas, was ich zu wenig gemacht habe. Und sonst generell, auch wenn das so ein bisschen blöd und cheesy tönt, aber halt einfach mehr Sachen machen, wo ich weiss, dass sie mir gut tun und dass sie mir Spass machen. Also ja, einfach mehr Sachen machen, die ich gerne mache, wenn das Sinn macht.